Salut miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Planet Coaster. Ja, ich entschuldige mich da mal schnell für letzte Woche. Letzte Woche ist ja keine neue Folge rausgekommen. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem hat mich meine Schule einfach ein bisschen zu fest in Angriff, in Beschlag genommen. Und darum ja, ist dann das Ganze irgendwie nicht so rausgekommen, wie ich gedacht habe. Und zum anderen habe ich dann auch noch Grippe verwünscht. Und ja, so ist es dann halt gewesen, dass ich dann keine Folge aufnehmen konnte. Dafür entschuldige ich mich natürlich bei euch, liebe Zuschauer. Aber jetzt diese Woche gibt es wieder eine neue Folge. Und ja, ich habe jetzt mal studiert, was wir alles noch machen müssen. Wir müssen noch einiges machen. Natürlich, das ist klar. Und ich habe jetzt gedacht, wir fangen gerade mal an mit dieser Einschiene. Wie sagt man? Achterbahn. Und ich habe mir jetzt da noch nicht so viel Gedanken gemacht, aber doch schon ein paar. Und jetzt habe ich gedacht, wir bauen da mal ein neues Gebäude. Jawohl. Und zwar da ein Grid, ja. Und zwar würde ich sagen, machen wir da auch nochmal ein holziges Gebäude. Ich habe eigentlich das ist so mein Lieblingsholz. Oder ist es nicht das gewesen? Nein, das da. Nein, das war schon das gewesen. Ja, eben, zum einen machen wir da mal eine schöne Wand. Unten machen wir dann irgendetwas mit so einem wie sagt man, so einen Unterstand. Das können wir jetzt zuerst mal schön viereckig verpacken. Ja, und bald ist es ja soweit, bald kommt das neue Update raus. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil unter anderem haben sie gezeigt an der PAX East, dieser Messe in Amerika, die war vor 2 Wochen, soweit es mir ist. Go-Karts, es kommen Go-Karts, jawohl, endlich. Und auf die freue ich mich schon sehr. Das hat sehr witzig ausgesehen und ich denke, da hat sich Frontier wieder ein paar ganz coole Sachen überlegt. Und ja, die Go-Karts werden wir natürlich auch hier in unserem Playvezia Park verbauen, das ist klar. So, und jetzt habe ich mir überlegt, könnten wir da wieder mit diesen Arches arbeiten. Sicher mal so. Da machen wir noch. Ja, das ist der richtige, jawohl. So. Machen wir da noch eine Wand rein. Da einen machen wir so. Immer so ein bisschen geschissen. Ja, so. Wäre so besser gewesen. Dann könnten wir da nämlich noch einen Balken durchziehen. Jawohl. Ja. Also, der da wird gelöscht. Der wird. Ja, fuck, der wird verkehrt gelöscht, oder? So. Ja, und da sind natürlich Besucher schon on the run, oder? Die wollen da schon fahren, wie man sieht. Könnt natürlich auch, die Bahn haben wir ja bereits schon vor x Wochen getestet, oder? Die ist natürlich ready.
So. So. Dann haben wir da. So. So. Haben wir da zumindest einmal schon so das Haus. Jetzt müssen wir da mal schnell schauen. Nur da, ja. Irgendwas nicht mehr drin, ja. Ja, darum eben, also auf das Update freue ich mich extrem. Es kommen nicht nur Go-Karts, es kommen auch noch 2 weitere neue Achterbahnen. Und die sehen auch sehr nice aus. Plus es kommen noch ich glaube, 3 neue Flatrides, soweit es mir ist. Und natürlich wieder einige neue Deko-Objekte und Sachen. Also da hat Frontier wieder mal geliefert. Und das Schöne ist, das Ganze natürlich kostenlos. Also es wird das zweite, das ist jetzt bereits das zweite DLC, das kommt. Und das ist kostenlos. Und das finde ich natürlich sehr, sehr nice. Jetzt könnt ihr eigentlich gerade mal schnell schauen. Wenn wir jetzt da wieder die Arches nehmen. Die würden da eigentlich passen, da nicht. Da könnte man sie dafür ziehen. Nein. Müssen wir anders machen. Machen wir mit diesen Pillars. Jawohl. Da haben wir es gerade. So. Da machen wir ein Dach drüber. Brauchen wir natürlich noch eine Dachkonstruktion, oder? Ja, und darum, ja, ist natürlich die Frage, was wollt ihr alles noch sehen? Also eben sicher, wenn das Update da ist, gibt es garantiert eine Go-Kart-Bahn, das ist klar. Das ist sowas von klar. Und auch sonst gibt es natürlich noch einen Haufen zu bauen. Ich kann auch mal zum Beispiel eine Episode machen, wenn wir dann ein bisschen mehr Bahnen haben, wo wir nur On-Ride-Videos machen. Also wo wir einfach eine Aufnahmesession machen, wo ich einfach nur die Bahnen fahre. Das wäre natürlich auch eine Variante. Schauen. Ist das etwa Mitte? Ja. Darum, also ja, es gibt einen Haufen zu tun. Jetzt haben wir ja dann auch, so wie es aussieht, bald neue Members und dann geht es dann auch ein bisschen mehr ab auf dem YouTube-Kanal. Momentan bin ich ja nach wie vor noch so ein bisschen der einzige YouTuber da bei PlayWCA, aber das wird sich in den kommenden Tagen ändern. In der kommenden Woche. Ich weiß nicht genau wann, aber auf jeden Fall bald. Ja. Tipptopp.
natürlich auch noch. Ja, die Leute, oder, die wollen auf den Basilisk, oder? Der ist, so wie es aussieht, heiß begehrt. So, jetzt haben wir da mal ein Holzgerüst. Jetzt müssen wir da noch das Dach draufziehen. Ich würde sagen, wir nehmen da das da. Ja, jetzt müssen wir da eben schnell dann machen. So, Building. Wie das da. So. So, okay. Sieht doch tipptopp aus. Jetzt haben wir da schön das Dach, oder, wo da die Leute auch noch ein bisschen am Schatten stehen können. Und nachher haben wir da oben das Gebäude. Das können wir jetzt sonst auch noch. Ja, da haben wir natürlich jetzt noch. Da müssen wir natürlich noch ein paar Sachen reinbauen, oder? Und zwar haben wir da ein Scenery-Objekt, und so haben wir da sicher mal besonders schöne Fässer. Die gehören einfach dazu. Wir machen jetzt hier keinen Holzboden. Wir lassen jetzt den mal so, wie er ist. Also nicht überall Holzböden haben. Und dann machen wir auch noch mal ein paar Fässer. Fässer sind immer gut, oder? Fässer sind immer gut. Dann natürlich kommen da noch Blumen her. So, die da. Line to Surface. Jawohl. Dann sind die nämlich ganz einfach zu platzieren. So. Tschüpp. Und jetzt kommen die auch noch da hin. Fundieren. Jawohl. So. Dann haben wir da nämlich schon ein bisschen mehr Leben in dem Ganzen. Natürlich haben wir jetzt hier noch ein bisschen Felsen und Hügel und so, das ist klar. Allenfalls noch ein kleines Tümpeli. So, und dann machen wir doch da noch das Dach drauf. Dann machen wir auch ein flaches. Also wir machen es so und dann hinten steil. Jawohl. Ja. Wir sind ja hier in der Wüste, und das Ganze in der Wüste wird natürlich dann eher so ein bisschen wüstenmässig, so ein bisschen Cowboy-mässig gebaut, oder? Darum haben wir da auch das so gemacht. Das ein bisschen grösser. Da machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Erhöhungen und Hügel, dass das Ganze ein bisschen lebendiger aussieht. Natürlich haben wir da dann auch noch Büsche und Steine und Bäume an, das ist klar. Machen wir als nächstes. Ja, vielleicht können wir da sogar noch irgendwo Wasser pflanzen.
Nein. Oh, da noch ein bisschen. So. Dann haben wir da natürlich noch ein bisschen andere Texturen. Auch immer sehr wichtig. Noch ein bisschen dunkleres. Sonst können wir da noch ein bisschen wissen. Ein bisschen grün, oder? Tun wir ein bisschen grün reinbringen, da in das triste Orange, oder in das triste Orange. Ah, so sieht das eigentlich noch geil aus. Und dann haben wir das zumindest mal so ein bisschen farblich, farblich hervorgehoben. Jetzt können wir da natürlich auch noch mit Stein arbeiten. Nicht Büsch, Stein, ja. Die nicht. Ja. Recht hoher Brocken. Überall ein bisschen Stein verbauen, oder? Das ist wichtig. Ja. Irgendwo brauchen wir dann einmal noch so einen schönen Wasserfall. Also nicht Wasserfall, sondern so einen Gebirgsbach, der in einen See mündet. Das ist so ein bisschen meine Spezialität. Das ist recht aufwendig zum Bauen, aber wenn man es dann mal hat, sieht es wirklich richtig geil aus. Zeige ich dann sicher auch mal noch. Weil das ist wirklich so ein bisschen meine Spezialität, wo ich auch so in den einen Communities doch für ein paar staunende Gesichter gesorgt habe, so, wenn man so nach den Kommentaren geht in diesen verschiedenen Foren. Überhaupt so das ganze Naturzeug liebt man eigentlich fast besser wie die ganzen Achterbahnen-Sachen. Also vor allem halt die Achterbahn-Layouts. Die Achterbahn-Layouts, die sind bei mir nicht ganz so die prickelndste Sache, oder? Da gibt es viele, die das viel, viel besser können. Aber hey, man muss ja üben. Man muss ja üben. Ah, da könnten wir eigentlich noch so ein... Ja, das kommt weg. Da machen wir in der nächsten Folge ein Schild an. Ja, man. Ich weiss noch nicht genau, wie wir die Bahn sollen nennen, aber da kommt mir dann schon noch etwas in den Sinn. Wir könnten sie zum Beispiel Snake taufen. Dann könnten wir da so ein Schild machen, wo da so steht. Snake. Ja, 5 Buchstaben, das sollte eigentlich gehen, das ist nicht zu gross. Aber das machen wir dann nächste Woche in der nächsten Folge. Heute tun wir jetzt hier noch schnell ein paar Steine setzen, ein paar mehr. Und als nächstes tun wir dann noch
Büsch setzen, wobei ich denke, das lange nicht mehr. Wir sind nämlich schon bereits bei 20 Minuten wieder. Und wir wollen die Folge ja relativ kurz behalten. Darum, ja, da nochmal kurz in eigener Sache. Wie gesagt, nach wie vor wöchentlich kommt da meine Sendung auf PlayWC an. Aber auf meinem eigenen Kanal habe ich natürlich noch weitere Let's Plays. Unter anderem Wildlands, Ghost Recon. Also wenn ihr Lust habt auf Serie Ghost Recon, dann müsst ihr auf youtube.com/jblast1 oder einfach am Schluss vom Video, dort tue ich das Ganze verlinken. Dort habe ich auch noch eine weitere Let's Play Planet Coaster Serie. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche zumindest hier auf PlayWC wieder sehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.